rein dramatisch ist das Spiel das coolste Spiel, das ich je teilgenommen habe. Zwei! Und wieder runter! Runter! Das ist, also wenn man dort reinkommt, das ist überwältigend. Man kommt an die Rolltreppen rauf und dann ist man auf dem ersten Ring, wo alles stattfindet. Ich glaube, wie Stanz, Restaurants, über Totenturm. Pins, die es duschen. Ministick, weil es Gangs kommst im Pinball. Wo wir reingekommen sind, eine Menschenmenge. Weil Gletscher Philippines bedecken. In die Stadion eras mit viel Grund. Es hat ausgesehen wie ein NHL-Stadion. Es war, glaube ich, auch ein NHL-Stadion. Nachher schaut man auf das Eis, sieht man den riesen Würfel. Also das ist ein Feuerwerk gewesen, wahrscheinlich für die jungen Menschen. Für uns übrigens auch. Tutti che fanno caneri, gasti, per quell'equipe niveau, tutti che erano voll hype. Die Atmosphäre war wirklich sehr speziell dort drin. Non posso neanche mettere avanti. Ed è proprio dimensioni, non è forse qui in Svizzera. Es war einfach eindrücklich, wie gross. Das habe ich nur im Fernsehen gesehen bis jetzt. Für die Jungs ist es ein Motivationsschub. Brutal. Ich glaube schon, dass dort der eine oder andere vielleicht ein bisschen nervös geworden ist. Ich hatte schon ein bisschen Angst vor dieser Menge so zu spielen. So in so einem Stadion kannst du spielen vor 10'000 Leuten. Also da gibt es auch manche Erwachsene, die dann vielleicht ein bisschen das Nervenflattern bekommen. Das Turnier gibt es schon seit 65 Jahren. Es hat eine riesige Tradition. Das Piwi-Turnier ist das grösste Juniorenturnier auf der Welt. Es sind 120 Teams dort, von 18 Nationen. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Spieler, der jetzt an diesem Piwi-Turnier mitspielt, wird in 5, 6, 7 Jahren ein bekannter NHL-Spieler sein. Und darum hat es so eine riesige Anziehung auf eigentlich fast alle, die mit Hockey etwas zu tun haben. Es ist für die alle bekannt und alle ein Ziel, zum dort zu gehen. Ja, ein hoher Stellenwert. Wir haben nicht gewusst, wie das funktioniert. Also, wo gehen wir rein? Wie ist das mit der Garderobe? Wann können wir in die Garderobe? Man geht dann wie aber wirklich in die Katakomben runter. Es ist ja dann wirklich wie ein Kolosseum oder wie aus dem Rom quasi. Man läuft da unten durch. Man erwartet das ja eigentlich nicht. Man kann einfach so ein NHL-Maskottchen führen. Wir gehen alle her, schnell. Das ist super. Let's go! Gute geil. Alles war so mega professionell. Alles so richtig durchgestudiert. You have the time to go take a photo, go back to your room, and then I'm gonna take you. Okay, okay. Halbe 12 angelegt, komplett angelegt mit der gelben Liebli, okay? Aber weil dort das so durchgetaktet ist und ein Spiel nach dem anderen ist, musst du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Okay, Jungs. Wir haben hier noch Besuch. Alexander Degel ist natürlich dort in Quebec und Montreal auch eine bekannte Persönlichkeit aus der ehemaligen Nummer 1 Draft. Die Jungs haben ihn natürlich nicht mehr gekannt. Die sind 12, das ist schon zu lange her, dass sie noch gewusst haben, wer er ist. Und, wir haben zusammen gespielt, das war mein Linienpartner. In dieser Saison, als ich 45 Goal geschossen habe,
I got all the assists from you. I remember? Thank you very much. Yeah, guys, I played here 35 years ago, and my son is playing now. It's the best moment ever. And you're very lucky to come to Pee Wee tournament. It's something that every hockey players went through this tournament. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, everybody came here. So it's the biggest in the world, and so enjoy it, warm up, first period, and after that, just go and try to win. All right? Also bei mir ist es nicht so gegangen zum Konzentrieren. Ich immer müssen daran denken. So. Und ja, viele Leute und so. Breit stehen, ha? Sehr gut. Es ist alles taktet. Die Teams, die gespielt haben, kommen raus, da muss man auf die Seite stehen. Da hast du Security-Leute mit Funkgeräten und Schlag mich tot und Fernsehen und wie es halt ist. Peng, peng, Boys, pack ich den Boys da. Showtime, Boys! Showtime, let's go! In dem Moment, als ich aufs Eis gegangen bin, habe ich es gar nicht gecheckt. Je proprio sentivo per ties al si concentraus mosta giucalo. Se fassen yang enkiai, spertei, milliste jeud. Emotionspures, also quello era schon spezial. Also, vezzero tes filni rara delle catacombas in stadion, also quello pas bot niente da mettere avanti. Ich habe einen Kloß im Hals gekriegt. Sono brava di Dals, con Faccaneruna, Scapuseivel. Auch gibt tantas Plumpas, schon uns even noch der Spengler Cup, wenn sie du musst ja prender Kuh. Das werde ich nie mehr vergessen. Das war ein einmaliges Erlebnis. Claudio, guten Job hast du gemacht. Merci vielmals. Danke, Herr. In primo gioco al turniere vense di un counter in team canadese und wir so ein Bock am Fermskieren. Jetzt muss ich einfach gut spielen, habe ich gedacht. Einfach Vollgas geben. Kommt! Let's go, boys! Gut gewesen, schöner Move gewesen, schöner Play gewesen. Nein! Also, ero brutal nervosa di ocrecci. Els era nettos. Nervos, sco io andavo, non chatta. Es war schon eine Nervosität rum, aber ich habe ziemlich schnell das Gefühl bekommen, doch, die packen wir. Nachher haben sie es wie begriffen und dann ist es dann gut gegangen. Quando siamo fatti 2 goals e si è stato normale, tu vedi un po' di squitch. Dann beim 3-0 haben wir gemerkt, jetzt ist man angekommen. Die Jungs haben sich wohl gefühlt, die Jungs haben gespielt, sind kreativ gewesen, sind bissig gewesen. Dann haben wir gewusst, jetzt sind die Boys da. Ufa!
Hey, hast du heute eigentlich auch gekotzt? Hast du heute eigentlich auch gekotzt? Ja, aber jetzt ist fertig kotzen. Wenn du das überstehst, musst du nicht mehr kotzen. Oder? Ich habe nicht einmal ans Kotzen gedacht dort. Ich habe einfach gespielt und dann nicht einmal an die Nervosität gedacht. Das ist einfach nicht gekommen. Es ist ein Lernprozess und wir lernen zum Besten und am schnellsten, wenn man so in Extremsituationen kommt. Ich glaube schon, dass das Gianluca, wenn er im Nachhinein überlegt, denkt, boah, jetzt habe ich das erlebt und das kann ihm niemand mehr nehmen und er hat das mit Bravour bestanden. Und auf das kann er jetzt quasi bei allen anderen Sachen kann er sich wieder zurück an das erinnern. Hey, das habe ich dann noch geschafft, also schaffe ich jetzt diesen Match hier ohne Probleme. Für uns als Staff ist es immer viel einfacher, nachdem man gewonnen hat. Oder? Dort ist der Druck weg. Gossas luecati, sascotini con questo. Für das Erste ist das ganz wichtig. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Era seguire in capiende wie in 2 Pauses. Das ist schon wichtig, finde ich. Weil, wenn du nur Hockey machst, ist irgendwann auch, geht's auch nicht mehr. Und dann musst du halt auch etwas Abwechslungsreiches machen. Wir sind noch nicht unbedingt in erster Linie wegen dem Wasserfall dahergekommen, sondern wir wollten uns bewegen ein bisschen. Das heisst, ein bisschen spazieren, ein bisschen frische Luft. Oh, der geht ja auch. Ja, man probiert wieder eben, mit dem Snowpark, also mit Hockey wenig zu tun. Aber nachher gehen die zurück und können wieder Ministick spielen. Die Leidenschaft für ihr Hobby, das ist immer präsent, immer. Es sto botto un po' in freno tips. Principalmente tanto stes nerni da studiare dal charter oder pro da fare al charter. Ma il tema è di una hockey. Hockey. Ist in Union Hockey, ist in Chutney Hockey. Sie sollen Hockey spielen, sie sollen aber auch Sachen erleben, wie in einer Sportsbar, wo man sie essen, Chicken Wings und Zeug und Geschichten. Ich glaube, das war eine coole Sache, wo der Match gelaufen ist und so. Aber wir müssen ihnen auch Zeit geben, damit sie das wie verarbeiten können. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach immer gelaufen ist. Hockey ist immer präsent, weil das ist ihre Passion, das ist ihre Leidenschaft. Das finden die einfach cool. Darum ist es auch immer irgendwo in einer Verbindung, wenn man mit denen oben unterwegs ist. Jeden Tag habe ich irgendetwas mit Hockey zu tun. Entweder schaue ich Highlights, habe ein Training oder habe ein Match. Ich sehe auf TikTok etwas von Hockey. Immer. First place to hockey. Yes. Zweites Spiel haben wir den Joe Sontman mit Banda gehabt. From Toronto, we moved to Columbus. All right. Thanks, Jumbo. Beauty. See you. Yeah. Right here's good. Joe Thornton scores! My name is Joe Thornton. I'm a former NHL player. What a shot by Joe Thornton! Wow! I played in Davos in 2004.
5-ish. Joe Thornton lässt dem Goalie keine Chance. Thornton trifft zum 4:3. And I played hockey for a long, long time. Für uns war natürlich wieder eindrücklich, was für eine Nummer der Joe eigentlich ist. Also er kann ja keinen Schritt laufen in Kanada, ohne dass er angesprochen wird. Ja, che tau un sacco inte curios per el, senza minci un pass, venien altre persone domande per sottoscrizioni. Es war halt manchmal ganz wenig nervig, aber es war halt schon cool, dass wir so Personen im Team haben. Für unsere Jungs ist er einfach der Joe. Und alle wissen natürlich, dass er ein Hall of Fame Hockeyspieler ist und eine riesige Karriere hat. Aber er ist so ein bodenständiger Mensch. Also der macht mit allen der Max. Der Joe Thornton ist ja beim HCD recht eng verbunden. Der Joe hat eine Frau von der Schweiz und durch das ist er auch immer wieder zurück in der Schweiz. Sein Sohn, der mit uns so bei Davos mittrainiert, wenn er da ist. Ohne den Joe wäre es schwierig geworden, um ans Piwi-Turnier zu kommen. Die wimmeln über 300 Teams pro Jahr ab. There was no guarantee Davos could get in, so it was. They said, "Hey, let's try it." I said, "Let's do it." I didn't think it really was going to get done. I was really surprised when they said, "Hey, we got in." Okay, here we go. In der Eindruck haben wir sind selbstsicher dort. Wir haben auch eine Profikabine gekriegt im Vergleich zum letzten Mal. Oh, look at the locker room, huh? Sit, that's showtime, boys. Genau wie das Gleiche, Boys. He? Bewegung mit den Beinen, Bewegung mit dem Böck. Die sind gut, die sind wirklich gut, aber die sind machbar. Das ist das Wichtigste. Selbstvertrauen und Spass. Okay, ob wir hinten sind, ob wir vorne sind oder was auch immer, wir spielen den ganzen Match fertig und am Ende des Matches schauen wir rauf. Ah, fuck, wir haben gewonnen. Geil, nächste Runde. Okay? Verstanden? Machen wir uns ready, Boys. Come on, let's go. Wenn wir antreten, dann treten wir an zum Gewinnen. Darum sind sie so motiviert. Ich habe mich schon ein bisschen sicherer gefühlt wegen dem ersten Spiel. Ich habe mich halt schon gewusst, wie vorbereiten. Wir sind ein Circle-Team-Loop ferm. They just felt good, and it was just they were ready to go that day. In Chur haben wir das mal gemacht. Und dann hat es halt jeder gemacht. Also ich habe gar nicht gewusst, dass sie das gemacht haben. Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Es gibt verschiedene so Marotten, die Profis machen, auch mit dem Reichsalz. Die sehen das, die eifern dem nach, die kopieren das natürlich, die Ritual. Es gibt sehr wahrscheinlich ein gutes Gefühl und jetzt sind wir parat und es ist professionell. Wie die Grossen machen wir es gleich. Aber in der Regel, glaube ich, braucht es dicker Balsam, vor allem wenn du eine verstopfte Nase hast. Und nicht einfach so. Also mir hilft es schon. Der eine oder andere tun das ja, glaube ich, sogar hierher, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Das würde ich jetzt nicht machen, aber muss jeder selber wissen. Let's go. Let's have some fun, huh, fellas? Hey, feeling good. Feeling really good. Al secondo gioco del turnier vennero giocato contro gli Auckland Junior Grizzlies. In Giavan wenn sie will, dass er eine fest ferme Equipe, wenn sie will, kann wir nicht fest greifen. Zweites Spiel verlieren verboten. You win the first game, okay, you're into the second game, you get knocked out, you're done. You know, you're out of the tournament, there's no more games. Ideven fich ferm, ma van spelt in goal, setavam bia, und wir nennen perfekt bei uns Jugadors. Die Gegner sind schon stark, aber sie haben auch ziemlich komisch gespielt. Sie haben immer so den Böck vorgehauen
alle wechseln und nachher wieder die nächsten voll vorchecken und nachher sind wir halt nicht mehr rausgekommen. Wir hatten noch nie so Gegner, die so spielen. Und nachher haben wir müssen darauf einstellen, auf die Spielart, die sie spielen. Wir spielen in der Schweiz viel schöneres Hockey. Beine bewegen, Boys, Scheiben bewegen. Und wir auf Reifen, Boys, Beine mehr bewegen. Wir haben sie schon mehr bewegt, okay? Bewegen die Beine, wenn ihr die Scheiben habt. Gehen! Shake! Ja, Boys, gut sein. Wir sind läuferisch viel besser als die, aber wir müssen die Beine bewegen, Boys. Der Goalie ist munzig, Jungs! Schiessen wir auf den Goalie! Komplett! That's it, Boys! Weiter, Boys! Gehen wir weiter! Komm on! Eka! Support! Change! Klopf steht! Weiter! Das ist ganz normal, das ist ganz normal! Go! Hey! Novak! Mirko! Spielen, nicht da andere Scheissdreck. Ja, wir haben uns schon ein bisschen provozieren lassen, würde ich sagen, weil manchmal haben wir auch immer so gesagt, die spielen so komisch, die spielen so dumm. Hey, wenn ich einen einschlägt oder so, lachen und davonfahren. Weil wenn wir die Strafe kriegen, sind wir die Blöden, oder? Ich glaube schon, dass sie vielleicht das Gefühl hatten, wir sind besser als die. Und nachher, wenn es halt dann ein bisschen eng ist, weil sie auch gute Spieler haben, dann wirst du vielleicht nervös. Scheiße, wenn wir jetzt verlieren, sind wir draus. The fuck? Das hätten wir eigentlich nicht machen dürfen. Wir hätten eigentlich einfach spielen, anstatt so unnötig Energie verschwenden. Das, was jetzt gerade passiert ist, das ist ein Spiel von den Amerikanern und den Kanadiern. Die immer Trash talken, die immer schlau machen und tun. Und wenn wir darauf hinkommen, wie er jetzt voran, kommen wir eine Strafe. Das wird jetzt so weitergehen. Wir müssen sie nur schlagen mit dem Hockey spielen, okay? Je höher auf es geht, dann gehört auch Trash Talk dazu. Manchmal kannst du dem Gegner unter die Haut gehen, der konzentriert sich nicht mehr, du kannst noch ein bisschen provozieren. Und das sind ja immer Sachen, die plötzlich ein Spiel kippen. Jungs, was ist? Jungs, das ist logisch, dass da hier gute Gegner sind. Ihr müsst Spass haben, ihr müsst Mut haben, ihr müsst Freude haben. Es geht ums Erlebnis, es geht ums Lernen. Es ist cool, der Match ist cool. Zwei gute Mannschaften, die gegeneinander spielen. Aber wir haben unseren Turbo noch nicht gezündet. Wir sind 6000 Kilometer daher gekommen. Bis jetzt schon das Geilste erlebt, oder nicht? Bis jetzt, oder? Ja. Das ist doch cool, oder? Ja. Also, dann müssen wir doch nicht faktisch mal in die Hose schiessen und das Gefühl, oh, wenn wir verlieren, sind wir die Arschlöcher. So sind wir nicht. Wir haben eine geile fucking Zeit. Und jetzt gehen wir einfach faktisch mal da raus und spielen. Und wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Aber wenn wir das machen, dann weiss ich, dass wir faktisch mal gewinnen. Boys, come on, let's go, let's go, let's go, let's go! Rein dramatisch ist das Spiel, das coolste Spiel, das ich teilgenommen habe. You know, both sides were getting chances. It was a tight game. I didn't know how entertaining it was going to be. Und a tot è un'uomo alla prolungazione. Lui va in studio con il giocatore per Pauk, e che non sa giù in che sticcio. Oh, hey, Robert! Robert!
1-1! Achtung! Nous aurons droit à une séance de tir de barrage, now the shootout. Ich war schon sehr angespannt. Ich habe halt auch so gedacht, wenn wir jetzt verlieren, dann ist es einfach fertig. Und ich habe einfach gehofft, dass das nicht passieren wird.